Madame Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion über die Gemengefinanzen, die feiern wir schon so lange, wie wir die an der Chambre sind. Wir sind da schon 30 Jahre, aber wir schwätzen noch schon so lange über die Gemengefinanzen und dürfen als Demerit, dass wir endlich ein Ende kommen sind für mit einem Projet de Loi, ein Schlussstrich an der Diskussion zu zeigen, ob ihr mit dem Projekt einverstanden ist oder nicht. Diskussion so nicht ein Schlussstrich, das ist aber ein zeitweiliger Schlussstrich auf dem Moment. Also sicherlich wird dieses Projekt neue Diskussionen lancieren, neue Reaktionen kriegen. Aber wir werden dann auch mit der Diskussion über die Gemengefinanzen in Zukunft trotzdem weiterführen. Dieses Projekt bringt eine Reihe von Vereinfachungen mit sich, das muss ich sagen, was Berechnungen belangt. Das Gemenge kriegen mehr eine Übersicht, geht mir einfach, geht mir Transparenz. Aber wir kriegen für allem nicht mehr E-Fonds, wo wir bis so 2 Resetten hatten, den Impôt commercial communal, und die zweite Fonds communal, die Dotation financière. Die zwei Resetten stellen die Großen der Resetten, die ein Gemenge kriegt, tun. An der Regel sind da 2/3 bis sogar mehr, je nachdem wie die Gemeinde zusammen sich setzt, von den Gemengen Resetten. Das ist also ein enorm große Schiffer, über den wir heute diskutieren. Und das zu Resetten geht neuerdings an dem neuen Fonds de Dotation Global des Kommunen, dem FDGC, zusammen regroupieren. Den Impôt commercial, wie es vorhin sieht, was eine Gemengensteuer ist, muss auch eine Gemengensteuer bleiben. Die wird reformiert, sie wird zum Teil gewissen der Sput, den die Gemengen hatten, wird reduziert, was den Taux anbelangt, wird sie fixieren. Denn in Zukunft wird zwischen 225 und 350% liegen. Mir auch die Verteilung geht auf 35% Maximum von dem Impôt commercial limitiert, den an der einzelnen Gemeinde geriert ginas, respektive Maximum 25% von der Moyenne national nicht dürfen zu depassieren. Es wird an dem Text gesagt, dass wir den Impôt commercial, die Kleinvariation, die nach möglich ist, also der Unterschied zwischen den Gemengen, dass wir für die Gemengen zu incitieren, auch weiterhin zu gucken, für Arbeitsplätze oder Betriebe an hier Gemengen zu kriegen. Wir mengen aber, dass das eine falsche Überlegung ist, weil am Kader von der Landesplanung hätten wir aber gern, dass man die wirtschaftliche Entwicklung, dass diese soll auf regionalen oder nationalen Regionen rumfahren, denen Eisenbahn, öffentlichen Transport, denen und nur Autobahnen angebunden sind. Aber man will ja am Anfang nicht, dass man eine Siedlung von den Betrieben quer durch Gemenge kriegen. Aber wenn wir einerseits die Politik machen, die auch richtig ist, dann können wir nicht auf der anderen Seite schreiben, dass der Impôt commercial soll die einzelnen Gemengen incitieren, zusätzlich Arbeitsplätze an hier Gemengen umzuziehen. Wir als ADR können damit einverstanden sein, dass den Impôt commercial als solche Gift aufschaffen, an die Körperschaftssteuer mit integrieren, aber zu Kondition, dass das, was ein Gemeng als Reset kriegt, auch gesetzlich garantiert bleiben. Das heißt, dass man nicht, wenn man so eine Körperschaftssteuer integriert, später gesagt gehen, man kriegen die Gemengen noch dadurch, bei einer Änderung oder einer Aussenkung von der Körperschaftssteuer, kriegen die Gemengen dadurch, Mann, die weiß also just darum gehen, für eine Simplifikation zu machen an der Steuerlandschaft für Betriebe, dass man noch draußen den Tod, den wir affichieren, alles gibt, regroupieren, und nicht bräuchte nach hinzugehen, also, neben der Körperschaftssteuer könnte nach der Steuer, die auch noch von Gemeinde zu Gemeinde verschieden ist dabei, mit wir noch draußen einen Tod zu affichieren, den dann aber, wie gesagt, nicht dürft, ob Kosten von den Gemengen Resette gehen, das ist aber gesetzlich garantiert bleiben. Der größte Streitpunkt bei diesem Projekt ist am Anfang die Kriterien für die Verteilung zwischen den einzelnen Gemengen.
Dat echt als Dotation huet am Fong 2 Pilien, dat een als Dotation forfaitaire, wo die Gemenge bis 1000 Einwohner kein Forfait kriegen, sie kriegen 0. An die Gemengen über 1000 bis 3000 Einwohner kriegen ein Forfait, den zwischen 0 und 300.000 Leuten an der progressiv an Blut geht. Das soll an der Kommission vom Minister Klohe gesagt gehen, dass die Kleingemengen 100.000 Einwohner werden nicht viel Geld, ich meine 4 oder 5 von mir danach, dass die am Anfang diese Forfait nicht kriegen, für sie eben mehr dazu zu bewegen, zu fusionieren. Das also, wird eben Menge viel, von einem Encouragement. Nicht das, kein Encouragement, das ist ein Strophe. Das ist ein Strophe für die Gemenge, wenn sie nicht fusionieren, kriegen sie Männer suchen. Das war kein Encouragement, das ist ein Strophe. Und ich freue mich für das Heimat der Autonomie kommunal ist, wenn wir alle gut, in jedem Fall die Lohfirmen geschwärzt und DP, hat gesagt, die Fusionen müssen freiwillig bleiben, es muss auf der Autonomie kommunal, es muss über das Referendum stehen, sind wir als ADR zu 100% da kommen, da muss man aber auch wissen, wenn man so, dass das Freiheit von den einzelnen Gemeinden ist, am Kader von der Autonomie kommunal, aber gehen als Staat die Gemeinden aber eine Obligation, was sie als Gemeinde müssen machen, dann ist doch eine Obligation, am Kader von der Autonomie kommunal für die Gemeinden das Geld zu gehen, was sie müssen tun, für dann sie ihren Bürger landesweit ein Gemeinde kann denselben Service offerieren. Das geht mit dieser Überlegung nicht gemäht. Wir als ADR sind auch für Fusionen, aber die müssen freiwillig sein, aber die Einzelpopulationen an den einzelnen Gemeinden über ein Referendum dezidieren. Den zweiten Teil, das ist, was der Fonds, das ist, den auf 5 Kriterien abgebaut, dass das schon gesagt ging, Population 82, Emploi 3%, Sozioökonomik 9 bis 10, Logement sozial 1% und Superficie 5%. Das 5 Kriterien. Andere Forfait, die entscheiden, ob ein Gemeinde nur diese Reform mehr oder mehr Gelder kriegt. Und hier hast du das, wo die große Diskussion ist. Hier ist es nicht, wie der Kollege Max Hahn gerade hat, dass die verschiedenen Leute will die enge Menge Indianer ausspielen. Die heißen einfach Realitäten, heißen nicht Fakten. Wenn wir die Chiffre gucken, die als lo präsentiert sind, dann muss ich feststellen, dass Stadt Lützeburg, was ja aber kein Armgemenge ist. Also jeder ist d'accord, dass Stadt Lützeburg als Hauptstadt muss mehr Reste kriegen am Verhältnis wie andere Gemenge. Mit Stadt Lützeburg wird, wenn ich gut mich kann erinnern oder gut informiert sind, über 800 Millionen auf der Reserveleihe. Der Test Stadt Lützeburg ist ja aber nicht schlecht tun, und nicht genug Suche kriegt, für auch ihre Mission als Hauptstadt gerecht zu gehen. Mit nur dieser Reform kriegt Stadt Lützeburg nach 9 Millionen dabei. Da muss ich aber froh stellen, wenn wir von Umverteilung schwätzen. Und der Kollege Gilles Roth hat für Dunhai geschwärzt und hat die Schiffe nicht genannt. Wir haben eine Gemeinde Mama, die finanziell ganz stark durchsteht, kriegt bald 2 Millionen über das Reform bei. Und noch eine Gemeinde Hesper, die finanziell gut durchsteht, kriegt 3 Millionen bei. Das heißt, hier kriegen also Gemeinden, die finanziell ganz stark durchstehen, kriegen hier noch Suchen dabei. Das hat auch Gemeinden, ich denke, da, und Erschan und Däfer, die auch Suchen beikriegen, mit denen ihre finanzielle Situation als ein ganz andere, wie die von den 3 Gemeinden, die ich gerade genannt habe. Dafür kann ich dummerden auch auferstehen. Aber da gucken wir die Gemeinden, die Männer kriegen. Wir schwätzen da für allem von 2 Gemeinden, Niederrhein, Abetster. Ich meine, Abetster war immer das gut sehen, wo wir gesagt haben, das ist nicht richtig, dass so ein kleine Gemeinde nicht durch ihre Merit einmal eine große Entreprise hat, wir sind mal 19 sehr hier im Territoire hat, und dadurch überproportional vis-à-vis von den anderen Gemeinden ein paar kommerziell geht. Das habe ich gemerkt, die werden wir allein, mit dass wir dürfen, müssen andere Gemeinden Mattstrophen, als aber nicht richtig, dass die Gemeinde Betzler 1,5 Millionen verliert, Niederrhein von 3 Millionen, die auch so eine ähnliche Situation, die auch nicht als Gemeinden, da gehen, muss ich fairerweise so reklamiert und dann sie verloren, die akzeptieren das. Wir wollen nicht dann aber gucken, was für eine Gemeinde verlieren. Kiespel, 300.000.
Bauschild 500.000, Tandel 780.000, Weißwampisch 1 Million, Wünscher 2 Millionen, Bech 448, Biwer 542, Essauer 342, Flößweiler 440, Manternach 240, Mompisch 400, Schenge 469, Wünsler 438, Furmer 453, für den Netzer. Da fällt es aber direkt ab, dass es gerade Landgemengen am Norden und am Osten sind, die aufgrund von dieser Reform verlieren. Und dann ist es nicht, wie der Kollege Max Hahn dort die Datei gibt, die eingehend Jahre ausgespielt geht. Nee, die Regierung hat mit diesem Projekt die eingehend die Jahre ausgespielt. Das ist die Realität. Heute kriegen eine ganze Reihe von Landgemengen, weil eben die Kriterien vom Territoire nicht mehr mit berücksichtigt wird. Das sind aber gerade die Gemengen, die in Hunderte von Hektar Land, die Feldfeier haben, die eine Dichtbesiedlung auf großem Terrain haben, und dadurch eine Investition, was Kanalisation, Wasserleitung, Kläranlage, viel mehr Deier pro Kap gibt, wie an einer dicht besiedelter Gemeng, sind die Gemengen, die in Hai gestraft gehen. Und kann ihnen, so gut wie doch Gemengen ist, keine Reform zustimmen, die, weil gesagt wird, man die kriegen bei, die können bei, dann muss erklären, dass den anderen Gemengen finanziell ganz stark abbauen geht. Und dafür werden wir diesem Projekt auch nicht zustimmen. Aber wenn dann der Kollege Max Hahn gesagt hat, kein Gemeng verliert etwas. Das muss der Kollege Max Hahn, also ich hoffe dann aber, dass er nicht immer so rechnet. Weil wenn ein Gemeng hier es hätten, 5 Jahre angefroren geht, sie kriegt nichts bei. Für dann zu sagen, sie verliert nichts. Ich meine, es muss in der Universität mit gemäht tun, für zu wissen, dass das falsch ist. Wenn Reset angefroren geht, verliert den. Weil Progression, die alle Jahres bei, Gift kommen, die als fort. Das wird aber nur einfach keiner falsch machen. Also alle die Gemengen, denen ihre Resette während 5 Jahre angefroren gehen, die Gemengen verlieren da. Dann die Kompensation, die der Staat gibt, ja dann geht ja auch alle Jahres rauf. Weil eben die Normalprogression von der Resette raufgeht, geht Kompensation vom Staat rauf, und Gemenge bleiben plafonniert 5 Jahre auf denen Resette stehen, also kriegen sie Mama. Dann komme ich auf Kotisationen von den Sozialbeiträgen, auch du, man lädt den Rapport, du wird an seinem schriftlichen nach einem Menschrapport mehr darüber angegangen hast, für richtig gut zurückgemeldet, grüne Truppe angegangen hast, dass auch darum die Kleingemengen, verschiedene Kleingemengen müssen mehr Securité Sozial bezahlen, und das auf Kosten, aufgrund an das zu Benefiz von denen großen Gemengen. Das heißt, die Kleingemengen, die so weggeholt kriegen, die müssen dann, weil sie auch nicht viel Leute können nachstellen, die auf der Feldschule was Personal bleiben, die müssen Gemengen, die am Geld schwammen und dadurch sich können alle Leute anstellen, die sie wollen, die müssen denen ihr Securité Sozial finanzieren. Das ist auch nicht korrekt, und dafür meine ich, kann ihn da dann. Und noch der Fonds pour l'Emploi. Da haben wir dieselbe Situation. Wenn wir da gucken, dass zum Beispiel Feiergemengen aus dem Norden, dann die 1/3 von der Kotisation bezahlen. Weißwampisch geht drauf von 40.000 auf 1.371. Wünscher geht drauf von 61.000 auf 1.670. Ölve geht drauf von 63.000 auf 936. Klief geht drauf von 87.000 auf 982, finden wir just die zu nennen. Wenn wir das also gucken, Herr Präsident, dann sehen wir, wie die Dinge auskriegen, dass das geht, ob Kosten von den Landgemengen aus dem Norden, aus dem Osten, auf der ganzen Linie zum Schritt kommen bei dieser Reform. Und das vielleicht so, Herr Präsident müsste vielleicht schon gucken, dass die auch die lebt auf. Ja. Das ist aber flott. Das steckt das ein bisschen wie lange braucht für Ersatz. Das ist gut, wenn zum Schluss geht, den Blatt drauf, da geht es. Ja. Ja, mir, Herr Giveria, bei mir leidt Blatt nicht drauf. Schön, Herr Jamal. Herr Präsident, tippt mich immer am Mann. Dafür ist es doch noch mehr. Dafür, wie gesagt, die Reform, die kann ihn an dem Sinn nicht unterstützen. Wir als ADR sind auch dagegen, dass wir bei der Grundsteuer in generell Augmentation machen. Auch eine Erhöhung von der Grundsteuer als eine Steuererhöhung. Und ob es leider muss mit TVA bezahlen, mit Lohnsteuer, mit Krisesteuer oder mit Grundsteuer,
das für Leid immer eng Steuer. Und dafür sind wir der Meinung, dass den nicht so neue Steuererhebungen programmieren, für Gemengenfinanzen zu gerieren. Gemengen müssen so genug kriegen, egal was für eine Steuer, das immer eine Steuer dürfen. Soll man nicht oder so eine Grundsteuer wird zu niedrig und dürfen soll man sie heben. Wenn das Argument zählt, da kann ich auch so, weil so niedrig ist, da kann man schaffen so, da brauchen wir für den paar Euro keine Verwaltungskosten mehr zu machen. Aber für das als Argument für eine Erhebung zu machen, als nicht nachvollziehbar. Global gesehen, Herr Präsident, es sind noch 41 Sekunden, die wird meine Zeit. Wir werden diesem Projekt nicht zustimmen. Ich meine, den Herr Minister, da ist eine gute Demonstration gehen, wie man mit Chiffre kann Meinung manipulieren. Der Herr Minister hat eine ganze Reihe von Gemengen abgezählt, wo ein Chiffre genannt wird, was die Gemengen pro Kap kriegen. Und dann hat alle Chiffre gesagt, dass das nach mehr für die Landesmoyenne ist. Was ich nur so einen Eindruck kriege, wie wenn die Gemengen pro Kap nach mehr kriegen, aber genügenderweise kriegen sie nicht im Strich auf Männer raus. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Birkirch Bech hat 2895 pro Kap, und sie kriegt Lo 2539. Der Herr Minister hat natürlich nicht die 12 genannt, 2895, die viel drin sie hat. Er hat natürlich die 12 genannt, die sie halt kriegen, laut dem neuen Gesetz, an der Tat, gibt über nationale Moyenne. Mit einem Strich kriegt die Gemeinde Männer. Biver hat gesagt, sie hatten 2635 und das für über die nationale Gemeinde. Mir wat Gemeng interessiert, das was iwwer der nationale Moyenne, mir wat Gemeng interessiert, das was ze rausgeht, an dat das 542.000 Euro Mann raus. Dat ich will just dat so, wenn der Minister hinerkennt, an den nennt Ziffern, an nennt den Ziffer. An er se lein iwwer der nationale Moyenne, der vergessen ze so, und dann se fir Drun méi schluchen, an dann se net dem Strich awer Mann rausgehen, dat se dat wat Gemeng zählt. A fir wat hun de Gemengen dann do méi wie national Moyenne pro Kap. Man fallet eben klein Landgemenge sinn. An dafür mussen die Gemengen auch pro Kap méi kree wie eng dicht besiedelt staat. An dat gëtt lo hai aufgeschafft. Lo gëtt pro Kap gëtt quasi eng Landgemeng betreucht wie eng Großgemeng. An das ist der große Fehler, den hai an der Reform dran ist. An dafür kriegen die Kleingemengen, die Landgemengen hauptsächlich aus dem Norden, aus dem Osten Männer. An dürfen wenn die Schiffe nennt, da muss sie alle gut, an der wir nicht kommen als Minister, an so machen, wie wenn die Gemengen alle gut etwas beigesagt hätten, in dem Strich, und sie wäsch gekickt hat, das kompensiert, getfernt von den 4 Jahren. Wir haben ja für Drohnen geschwärzt, dass die Gemengen auch von das kompensiert hätten, mit durch Progression werden die Gemengen nur Männer haben, das ist ganz normal. Den Herr Arndt wollte eine Präzision gehen. Ja. Also, wenn der Parola-Premierminister Fred Kitten zu selbstverständlich. Ich wollte eine Präzision von Herr Giberian, weil ich nicht verstanden habe. Also. Wann net Parol a Premierminister ass dann ass eng froh den Herr Giberian van Hevel Benverten, weil net seg Zeit net komplett ausgenutzt. Herr Giberian, darf ich euch vorstellen? Immer, tipptopp. Nee, wat erklärt, dat Landgemengen am Norden, die flächemäßig selbig sind, Wansler a Geistreff, die eng 30 Quadratkilometer, die anderen 29,40. Die eng 1140 Einwohner, die anderen 1433. Wenn man dann erklärt, wie weit dat die eng 3013 Euro gekriegt hat, 400 Reform, an die anderen mit 2347, in Unterschied von 666 Euro, den Unterschied bei Landgemengen und ich bis noch nicht verstanden, weil ich auch weiß, wie die Dörfer versprezen, wie weiß ich, wie die Kanal muss gelaufen gehen oder dazwischen. Das fehlt man auch immer ein bisschen an der Argumentation, was von Landgemenge geschwärzt geht, dass die alle gar in Zellwichgefe behandelt gehen. Es ist kein Problem, dass die seht, Landgemengen haben einen geringen Zollmeter, wenn du eine Präzision drauf gehen, wäre ich froh. Merci, Herr Präsident, für das ist klar, dass nicht Gemenge gehen, wie der richtig gesagt haben,
wo die eng Männer kriegt tun wie die Arme. Ich habe allerdings erwartet, Herr Präsident, dass den Deputierten aus dem Norden nicht argumentieren, dass die Gemengen, die mitkriegen, etwas müsste weggeholt kriegen. Ich habe gemeint, den Deputierten aus dem Norden gibt dann einer kommen an der GIF gemeint, die Deputierten aus dem Norden, Herr Präsident, tut mir vor, die für zu antworten, da lassen mich schon antworten. Selbstverständlich. Ich schön aber auch hören, was der Redner hier drüben gesagt hat, und er hat das nicht gefordert. Herr Präsident, erstens also mal so, dass der Präsident sich nicht an den Debat anmischt. Wenn der Präsident sich will an den Debat anmischen, dann dürfen dass er könnte draufsetzen für alle Deputierten an der schwätzte Matt. Ja. Dann zitiert der richtigste Präsident hat jederzeit Möglichkeit für den Debat zu rezentrieren. Ja, alles voilà. Nee. Just gemacht. Okay, das wäre immer so, dass der Präsident, wenn er will, sich an den Debat mischen kann, dass wir da könnte drauf als Deputierten als Schwätzen aus dem Saal raus und nicht von dürfen. Das nehmen wir nebenbei. Den Herr Arndt hat gesagt, ob ich das richtig fand, flächenmäßig gemengt, dass die einen mehr kriegt wie die Arme. Und da so ich hatte mir erwartet von einem Deputierten aus dem Norden, dass die sich frei ansetzen für die Gemengen, die etwas gekürzt kriegen, und dass die nicht frei kommen als Argument, weil die einen mehr kriegen wie die anderen, für dann berechtigt, dass die einen etwas weggeholt kriegen. Hat mir das meine Erklärung aus, dass ich nicht einer Gemenge etwas wegholen, weil ein einer mehr kriegt, mir da guckt nicht, dass ich die zum Mann kriegen, etwas beigesagt kriege. Das hätte ich als noch Deputiert gemeint. Ich für die Gemengen angetragen, die etwas weggeholt kriegen, und ich für denen nicht direkt gefallen.